Waschwieser. Welkom to het programma Waschwieser. We freuen ons dat u erbij bent. We freuen ons dat u immer maar anschaut. En vergeet niet de andere te zijn, dat is ook. So. Wens van daar hebben we wat zeer wichtig. Ik glaube, we hebben immer niet. Von der habe ich hier Dennis Giesbrecht. Dennis, we freuen ons dat je hier bent. Welkom hier. Dankeschön, ik vrij me ook hier te zijn. En we hebben een voet zum Timer aan, Siglinde. Waarom helpt u ons niet met dat? Okay, so wir haben Dennis ein Thema geschickt. Und dort wie ein Thema, was nicht geschickt wird von einem von unseren Zuhörern. So vielmal Dankeschön dafür. Uit Belize. Ja, so das Thema kommt aus Belize. Und die Frage ist, wo hat die Kinder Gottes eine Bibel gesungen? Von wo kommen die Leute? Haben die Leute dann geschrieben? Es wird von Grund schreiben die dann. Und wie alt sind die Leute, die dann schreiben? So, da wäre einfach ein Mix von Fragen über das Thema, über wo kommen die Leute eine Bibel her. En waar weer de Wiese, de Melodie. Ah, ja. Und wo wisst ihr dort, was für eine Melodie die singen sollen? Und so ist dort, ja. So, dann dachten wir uns so, Dennis wird so sehr fein über das Thema gerne uns ein paar Antworten geben oder Denkanstöße geben. Darüber nachzudenken. Nou, ik vrij me te de vrouw. Ik laat ze zeggen, welke vrouw iets. Van de eerste dag, wie zing je, ne? En dan, wo man op de wereld is, overal wordt gezongen. En dan, wo van de spreek, en dan, wo man handkomt, zingen je het einfach de tijd. Dat je het te ons leven de tijd is, ja Gottes. En ik wens, ik would van de veel antwoorden geven, maar ik kan niet. Maar wat we kennen, is terp in de Bibel nennt je, weet de Bibel is je veel meer als plus een boek wat ons Waarheden über Gott und über uns Menschen vermittelt. Du findest wirklich viel Geschichte, ne? Also auch wie das Volk Israel wirklich gesungen hat und so weiter. Und ich dachte mir so, wo besser anzufangen bei der Bibel als ganz am Anfang. Und wirklich, wenn man nur ein Ängste lesen wird, dann ist das, wenn wir das in eine Zeit anordnen würden, sind das vielleicht bei 3800 Jahren vor Christus, euer Christus auf der Welt kam. So, wenn ich von der drei rechne, das sind mehr als 6000 Jahre drei. Und das ist schwer zu sagen dann, ja, die singen, na, oder was weit, ne? Das kann ich nicht weiter, wie es von da nicht abgreviert worden ist. Ja. Aber du sagst, das ist das in 1. Mose, Kapitel 4, Vers 21. Jabal hat einen Bruder, der hat Jubal. Da wird der Vater zu all die Zither und Fleiten spielen. Und wenn wir kijken, dass wir ein Gröt sehen von Adam und Eva. Also, und hier hat das Jubal, da wird der Vater zu all die, was Instrumente spielen dort. Ja, und dann wird wie Instrumente haben zu der Zeit all die Gift. Und das gab noch gar nicht viele Menschen. Mein Adam und Eva waren die ersten zwei, dann kamen Kain, Abel und so wieder. Ne? Und dann gab es auch ein paar Menschen, aber da waren noch nicht viele Menschen. Und du siehst die Bibel uns all, ja, die hatten all Leute, die hatten all Instrumente. Und dann ist die Frau, wer schreibt die Leute? Oder wer wird das die Leute? Vielleicht ganz kort, dass die dann Instrumente hatten, aber die haben auch viel mit Gott spaziert. Und im Himmel fehlen wie viel Instrumente, ne? Ja. Und singen. Wahrscheinlich hat Gott dir davon vertalt, dann wird im Himmel also. Ich weiß nicht, wo die dann noch her haben von Instrumenten haben, ne? Nein, aber die haben noch nicht eine Maschine gefangen, aber ein Leid ja. Ja. Und das wisst vielleicht, ne? Das Gott du mit Adam und Eva im Garten spaziert, das Musik wahrscheinlich total hier hat. Dort ja wir uns bis üten uns verstellen, ne? Das sagt das hier nicht, aber was das hier sagt, ist, dass das dann all zu Anfang all Instrumente gab. Und wie kann das sich wieder lesen, wie wollte dann dort nur kommen von Jubal, letzten Endes die Instrumente nicht vor, Geld das gesagt haben, du bei Sodom und Gomorra und so wieder entstanden, also Abgötterei, aber danach, das kauft, ne? Und du kannst von utgehen, dass du zu Anfang in der Bibel all ein Prinzip ganz klar ist. Das ist, Gott schenkt den Menschen die Kreativität, also das wird nie geschaffen, ne? Wie Gott selbst ein Schöpfer Gott ist, er schafft immer was nie, ne? Also jeder da, wo Menschen geboren, jeder da, wo sie planten, das hört niemals ab, ne? Und ich glaube, das können wir hier ganz klar zu Anfang sein in der Bibel. Wenn wir dann
wieder nu mal einen großen Stopp, eine faire merken in der Geschichte, wie bei 2000 Jahren vor Christus sind, von der 4000 Jahren drei. Du als die Geschichte von Jakob. Und Jakob wie ein Größten von Abraham. Abraham wie du wurdet Volk Israel mit entstanden. Ne? Und hier soll wie dort Jakob, wie wollte heute einen Streit mit seinen Brüdern, alle haben dann trag heute Wahrheit in ein Land nehmen, und du fängst heute Laban, und bei dem wohnt heute dann, und dann kann wir die Geschichte, wie heute arbeiten für seine Frühes, ne, für die Rachel und für die Lea, die zwei Frühes, was er dann hat. Irgendwann verstand er sich gleich mal mit seinen Schwiegervater, mit den Laban, und trag fort. Ja? Und dann fingen wir hier in 1. Mose, Kapitel 31, wie Jakob dann weich trägt, schlägt sich fort mit der Frühsterb, und dann mag Laban dort, die Schwiegerpaar, und der trägt dem heran. Ja, und ein paar der Lothar fängt er dem, und dann sagt Laban hier in Vers 27, woran verleutst du so still, und wirst so hingerecht zu mir? Woran setzt du mich nicht, so dass wir zum Aufschalt kommen mit Dramle und Hoppe spielen und wat Leute singen und uns freien. Und hier soll wir auch weiter, Laban, dat wie kein Israelit, der geht gar nicht zu Volk Israel. Ja, aber der hatte in der Kultur, wo sie lebte, hatte sie anscheinend Instrumente und sie hatte Leute, und hij heeft dem Jakob dat nicht fair, ne? Also wir wollen jetzt zum Ausschalt nach, wollen ich meine Dachter, meine Sehns sehen, und wir wollen wir können von der Straße in Familie fast führen. Ja? Und das wird nicht passiert. Und Töp singen dann. Ja, auf jeden Fall. Töp singen wollen sein, ne? Und wir sagen hier, dass Gott, diese Feld ja, was gar nicht dem Volk Israel hier und auch Leute gegeben hat, und auch Instrumente gegeben hat, dass sie würde mit ihrer Dramle kommen und nach wollen singen, ne? In Leute Hand. Und das ist mir interessant zu sein, von wo kommen diese Leute, das steht nicht geschrieben, aber Gott hat die Menschen damals auch Leute gegeben, was sie gebraucht haben, ne? Wo einmal sie kommen. So du fängst ja alle Hunde in der Bibel, was ich noch niemals gelesen habe. Wann wir, das jetzt bloß noch wieder, Sieglande, wann wir dann, Tschechien, irgendwann wart das Volk dann auch geraten, ja, also Jakob, und dann kam immer mehr noch kommen, und irgendwann gab es das Volk Israel aus dem geratet Volk, aber wir wollten da war dann eine Gefangenschaft geführt, ja, in Ägypten. Der Ägypter hatte das Volk gefangen genommen und behandelte als Sklave. Und dann rief Gott den Mose rüt, in das Volk, da soll das Volk Israel rütbringen in Ägypten. Ja? Woran vertelle ich das? Plus, wie es das auch mit was Leute zu tun haben. Als Mose dann das Volk rütführen hat, und so der das Schaltmeer getroffen sind, dann kann je wieder die Geschichte, dann wird das Schaltmeer in der Ägypter, was in Verfall gedeutet, in ein Dreh holen wollen, die verdrängt je. Ja? Und dann kommen sie an der anderen Kant Schaltmeer an, und was das erste, was sie lernen, da sagt es so, in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 1. Als das alles ward, sangen Moses und die Israeliten dit Leut für den Herrn. Ich war vom Herrn singen, hei haf wat größ wat dit gedone, hei haf Pied und Ritter im Meer geschmeten. Und dann geht es noch viel wieder. Aber das erste, was sie lernen, sie singen. Ne? Und dann ist die Frau, von wo hatte das Leut? Naja, du hast dich in Leute geschrieben, nicht? Ganz bestimmt. Ganz spontan Gott angebeten mit was dann einmal passiert. Ja, dat is mir einmal abgefallen, gerade bei dieser Geschichte. Auch dort Miriam, die nahm dann einfach die Panderetas, oder diese Klopperdinger, ne? Ja. Musikalische Dinger. Ja. Und die sangen einfach dort, was aus ihrem Hart kommt. Ja. Und ich glaube, und dort ist das geschriebene Wort Gottes nu kriegt, nicht? Das wenn wir dort nicht lesen, dann können wir sagen, dass es Gottes Wort geschrieben für uns. Ja. Und die haben das da über meist spontan gesungen, aber wer wird nicht? Ich meine, wenn einer Tretscheken denkt, das ist mir nu gerade passiert, wer wird dann nicht spontan singen? Ja. Und dort ist aber Gottes Wort nu. In Sieglande, weißt du, im selben Kapitel noch,
Du kommst dann, wenn wir da ein paar Vers überspringen, in Vers 20 kommen, du sagst dann nahm Miriam, der Prophetin, der Aaron seine Schwester wir, und auch Moses seine Schwester, eine Trommel in der Hand, und alle Frühling gingen herum mit ihren Trommel und ihren Tanz. Und Miriam fing an zu singen, und was nicht klar, was zu singen, aber ich will mal lesen. Weil wie vom Herrn singen, hij heeft voor kruisartig gedaan, hij heeft Pied en Ritter im Meer geschmeten. So, das sind Charakter wird, was Moses vorher mit dem Volk auch singen dort. Sie wiederholt das selbst nochmal, aber nu haben sie ihre Instrumente du und die Frühling dansen du einfach uit Fred staat mit sich fertig haben da drüben, ne? So, Miriam nimmt das Leute, was du groß und Stunde ist, und singt dort. Nochmal. Und stell die Pferde frei, was du gewassen wird, nicht? Die Vertwiefelung, als sie bei dem Meer sind und die da hinjagen, dass sie dann nicht klein kennen und dann will Gott entrat, nicht? Das können wir uns gar nicht verstehen. Das die Sonne haben, noch, ja. Ja. Und wenn wir hier nochmal waren, das Prinzip checken, wenn wir das Leute bekennen, das redet von einer ganz persönlichen Erfahrung. Dort, wo das Volk groß belebt hat, du von singen sie. Aber sie singen nicht bis du von, sondern sie singen du von, wer entgerat hat. Und das ist, die Leute singen von Gott und von seiner Allmacht und von der Größe, was Gott getan hat in ihrem Leben. Ne? Und hier auch war da Gott, ich stelle mir so vor, Gott schenkt Mose und das Volk hier nur einfach diese Wied, dass es rückkommt, aus Müll, was hat Fall von ist. Ne? Wenn wir dann wieder lesen, also hier vielleicht noch eine sagte zu Israel, das sage ich hier, der hat die Trommel mitgenommen, ja. Also auch selbst als sie all abhaken Leute in Hostig Rüt in Ägypten, die haben ihre Instrumente mitgenommen. Und das wisst doch der Martin, welcher Dolje war es denn davon, ne? Und von wo hatten sie die Instrumente aus Ägypten? Ja, also du, wo sie wären, du nahmen sie einmal was mit. Das ist meistens wie Mennoniten, wir tragen auch bei ihr Raum, ne? Und wenn wir in Mexiko sind, dann nehmen wir ein bisschen was von der Kultur mit. Dann Tamales. In Kanada, ne? Tortillas, Tamales, Ja. Von Russland haben wir Barsch. Ja. Kraai. En dan, maar we een Pakana tragen, nemen we een Gießengruppe met hier. Ja. Van hier. Kraai. So, ja, aber das ist interessant, dass die Trommel mitgebracht haben. Ja, die haben die Fuß gebracht. Ja. En het Prinzip is reich, want we willen nu een Prinzip uitnemen, dat het spontane Leid verherrlicht Gott. En dat spontane Leid, wenn man sagt, dort was dort passiert, dat wir aufgrund von einer Erfahrung, die sie mit Gott hadden, und wo sie Gott in dem Moment Fuß in ihr geben wollen, nicht? Ja. Ja. Und wenn wir dann ein kleines bisschen wieder nicht schlecht lesen, du fängst eigentlich dort nu in der Bibel zum ersten Mal, wo Gott wirklich andeutet, was zu tun mit Musik. Und das ist in 4. Mose Kapitel 10, hier erst das Fall nu dann, also das zurückgetragen in Ägypten, nu sind sie in der Wüste Sinai, ja. Du trägst sie in 40 Jahre Raum, euer sind das für heute in Land ankommen. Und als du in der Wüste Raum wandern, du sagst Gott dann zu Mose, merkt die 2 Trompete von die Priester selber in Brückdeu, um die Versammlung zu rufen. Und wenn dort Herr sich soll reuden merken, zum Lösreise. Und dann fingen wir ein bisschen lauter in Vers 10. Und so auch, wenn je in Freien und je in Fasten und je in Niemonen, soll die mit der Trompete bloßen, bei je Brandopfer und Dankopfer. Dann, wo ich und je denke, ich sehe der Herr, je Gott. Und hier fing ich zum ersten Mal in der Bibel, wo Gott direkt zu Mose sagt, bü mit Trompete. Also, das ist Instrumentenbü, das ist die Brücke, aus ein Täkchen, wenn die Welle wieder reisen, um das Volk zu retten. Aber auch bei einer Fasten und Niemonen, das ist hier sagt, also all ihre Festejos, all die Partys, die sie haben als Volk, du sollst sie die Trompete auch brücken und hier sagt es auch, woran? Du mit je an mich denken. Ich war an ihn denken. Ich sehe der Herr in Gott. Also Gott wird an sein Volk denken, wenn sie musizieren. Wow, das ist interessant, nicht? Das möchte, also
Das bringt uns mit, dass wir Gott loben und preisen wollen mit unseren Leuten, mit unseren Instrumenten. Nicht, weil ich sage, hey, was ich dir an freie. Und dass wir an Arm denken. Ja. Dann ist leider unser Titel. Ich glaube, du hast einen Teil zu sagen. Wir wollen hier einmal aufschneiden. Und vielleicht lassen wir die Antwort für das nächste Programm wieder zu merken, einfach um das wieder zu vertellen. Es ist sehr interessant, was du da findest. Dankeschön, dass du dabei bist. Beim nächsten Mal, mein Programm Wachwieser.